politische Analyse von dem Haien, die mir merken, von dem Haien Text, die ist vielleicht ein bisschen mehr optimistisch wie vier Redner sie gemerkt. Und mir das Gefühl, dass an dieser Prozedur, wo ja auch ganz viel wirtschaftlich, sozial Enjeux eine große Rolle spielen, das Gewicht vom Umweltministerium nach weiter gestärkt gehen ist. Wir haben uns auch gefragt, dass das am Konzept und der Nachhaltigkeit wirklich immer richtig, weil nicht nur den Umweltimpact von einem Projekt spielt eine Rolle, mehr auch eben sind sozial- und wirtschaftliche Dimensionen. Das von vielen Leuten kritisiert gehen, dass eben nicht eine Kollegialdecision geholt wird, wo auch andere Instanzen sollen mit Vertreter gehen, wie gesagt, als politisch den Umweltministerium gestärkt gehen. Es schon allerdings, da muss ich auch zugeben, wenig Vertrauen an die Objektivität, die von verschiedenen Vierredner auf vier gestracht gehen, an die Decisionen, die da geholt gehen, weil wie kann ich erklären, dass die Autorisationen sie gehen an den letzten Jahren für ihre Footballsterra an einer Grenzzone, für einen Tramshop an einer Grenzzone, an net freden sich dann paar Bayers geduldig, weil die Impact Environnementaletüden, die hätte ja auch können am missen darauf aufmerksam machen, dass an denen Zonen eben nicht soll gebaut gehen. Es darf keine Ausnahme gehen für gering Ministerin oder gering Projekte. Das ist klar für uns, dass der Staat nicht der für sich Rechte rausholen, die den Einzelnen nicht soll kreieren. Am ein bisschen den Eindruck, dass das Gesetz Instrumente gibt, wie den Einzelnen zu drängeln oder verschiedene Projekte wollen milieus zu machen oder zu verhindern. Das als Argument gesucht gehen für eine Simplifikation administrativ. Das kann ihn argumentieren, denn Herr Cox hat das ja auch gemerkt. Aber kredibel als das eigentlich nicht. Es scheint echt dazu sehen, dass es in vielen Aspekten kann zu einem mehr und administrativen Aufwand führen. Ein Vierredner hat gesagt, dass relativ viel eine Tüte K par K vorgesehen ist am Gesetz, weil natürlich dem Pouvoir Exekutiv eine ganz große Latitude gibt. Den Detail vom Projekt erfeiert den auch heierns do, wo gesagt wird, was alles muss per Internet publiziert gehen. Das ist ganz kompliziert. Dann heißt am Detail an der Prozedur sie Sachen vorgeschrieben, die vielleicht auch nicht hier Platz an einem legislativen Text tun. Aber für allem die frohen Delayen als substanziell. Weil so viele Möglichkeiten, erstens sind Delayen, die vorgesehen sind, sowieso schon lang, also so viele Möglichkeiten darüber raus existieren, für sie noch zu verlängern. Bei grenzüberschreitenden Projekten ist das natürlich noch mehr stark. Lützeburg méi wie andere Länder as natürlich konfrontiert och mat der Perspektive in Opelländer mat ze konsultieren oder mat an eng Projekt zu implizieren, weil man nun einmal méi kleng sie wie andere. Et wundert uns auch net nimmen der DP wie der Zeit mat recht an der Strachhuet de Projekt matdreht, mir auch eng Partei, die de Wirtschaftsminister am Blick stellt, het u sech können an eiser Erwerdung méi stark insistieren op eng Kollegialdecision an net allein dem Umweltminister ha awer ganz groß pouvoir gin, weil wie gesot wirtschaftliche Aspekte spiele bei all denen Decisionen, die ha solle geholt gin och en groß Rolle. Das net nimmen den Impact environnemental den zielt mir eben Hybrid Konsiderationen für gesellschaftlichen Interessen. Wir müssen auch sagen, dass die Kritiken, den Herr Cox als engem Rapport ganz sehr behandelt, die verschiedene Chambres professionell vierbrüch tun, aber substanziell sind. Das nicht im Detail gegangen, auch das wird dem Tribunal administrativ umgeht, das wo kein Detailer, das wo uns zum Teil ganz substanziell frohen. Aber an Chambre de Commerce als seht, die Delayen, die Logänge kommen, die wären incompatibles avec les exigences d'efficacité et de transparence. Dann ist das ein ganz grave Kritik, weil die COD-Leute, die zu einem großen Teil, die da organisiert sind, zu einem großen Teil zu unserer Ökonomie an zu unserer Gesellschaft beidrohen, an das ist wirklich eine gravierende Kritik, dass sie eben Angst tun um die Effektivität, Transparenz von unseren Prozeduren und dummer der Wirtschaftsstandort Lützeburg auch können vorstellen. Das auch Sequenz von der Prozedur kritisiert gehen, dass eben mit all den Delayen auch nach eng Prozedur handelt, die anerkennt, wird natürlich Projekte ganz weit noch anreckelt. Das gesagt gegen Prozeduren müsste mir klären, also mir deutlich sehen, an die Interrelationen zwischen den Prozeduren müsste mir klar sehen. Ich meine, das sind alles Sachen, über die relativ sehr weggegangen wird, aber die so wichtig sind, also substanziell, wenn in ein Land auch wirtschaftlich will korrekt situieren, dass das da aber hat müssen ernst angepackt gehen.
Wir haben an der Praxis Gefahr, wo ganz lange Delay mit diesem Gesetz eben nicht von der Simplifikation administrativ, aber von einem gewissen Arbiträr durch den Cas par Cas, den hier invokiert genoss, durch unklare Grenzen hier in der Beschreibung von dem, was wirklich soll analysiert gehen, wo eben auch dann die Möglichkeit gibt, die Porte von den Etüden immer mehr weit auszubreiten, und auch eigentlich Begriffe, die überhaupt nicht mehr wirklich numerisch oder irgendwie erfassbar sind, wenn zum Beispiel dran steht, ein Projekt muss etudiert gehen, was seine Vulnerabilität par rapport zum Klimawandel angeht. Ja, theoretisch als all Projekt vulnerabel gegenüber einem Naturphänomen. Und da muss ich aber so, wo sind dann dort Grenzen von der Evaluation, wer das nach rational vertretbar, wer das nicht mehr. Und hier da gehen wir aber dem Pouvoir exekutiv ein unheimliches Pouvoir d'appréciation. Auch der Maître d'ouvrage gëtt hier konfrontiert mit einer ganzen Reihe von Chargen, wat all Projekt natürlich mit teuer mischt. Wenn der Maître d'ouvrage muss von der Konsultation publik bezahlen. Wenn der Maître d'ouvrage, doch, das steht am Gesetz, Herr Staatssekretär, van de Maître d'ouvrage auch muss dafür sorgen, dass ein Resultat disponible d'autres Evaluation pertinent kann kriegen. Das kann aus engem Vierdeel sehen, mit das allgemein ganz großen Aufwand. Und ich meine, muss ich wissen, von all die Chargen, ob ein Entrepreneur oder ob irgendwie gelöscht gehen, wie Staat, das nicht so schlimm. Wenn der privaten Investisseur all die Chargen muss erfüllen, da feiert das auch nicht nur zu mir langen Delay, aber auch zu einer Verdeuerung von all Projekten. Und das ist auch etwas, was man hier ja viel diskutieren, dass eigentlich immer alles mit teuer geht, an der Staat selber auch eine Verantwortung hat, wieder dazu beizudrohen, wie die Prozess nicht noch zu begünstigen. Das scheint aber mit diesem Gesetz nicht erreichbar sein. Wir sind als ADR wieder zusammenzufassen, ganz klar für einen starken Umweltschutz, das man als so verstehen. Aber den Umweltschutz, der muss können gemerkt gehen mit rationalen Prozeduren, sichere Prozeduren, sichere Prozeduren, wie jeder, der will investieren oder den eben ein wirtschaftliches Projekt hat. Es soll auch so sein, dass die Decisionen nicht allein an der Hand von engem Minister übersät, an der Hand von enger Partei sind, mit der eine Regierung wie breit aus einer Decision muss können teilholen, weil wir sind auch als ADR an den Prozeduren, an all den Diskussionen hier immer dafür, dass wir einen schlanken Staat tun, an einen effikazen Staat. Ich meine, der Staat als ein Dienstleister für die Ökonomie, für die Privaten, für die Bürger. Und in diesem Fall ist das nicht sicher, dass die Perspektive der Dienstleistung vom Staat in erster Platz steht, mit der Sicht der Kontrolle auf dem Gewicht von dem zu viel Staat, was auf die Schulter vom Bürger gelöscht wird. Wir denken also, dass in die Kritiken und diesem Gesetz muss viel mehr stellen, wie der Teil gemerkt wird, und dafür wird mir doch nicht mittstimmen.